Moje Kanner bei enger neue Ausgabe von Sikona Kids. Heute machen wir zum Thema Kreider, Kreiderbutter. Viel Spaß! Aber was brauchen wir dann so viel? Aber für die Kreiderbutter selber zu machen, brauche ich ein bisschen Salz, ein bisschen klein gehackten Knoblauch, wichtig ist Rahm. Und für jeden Verein, der mitmischt, ein Döpfchen mit einem Deckel für zu machen. Und für die Kreider zu schneiden, brauche ich für ein Brötchen und ein Messer. Lufina, das ist das Kräuter. Ah ja, die gehen wir los sicher. Okay. Na, da kann man wohl viel Bratzel, weil Bratzel das ist lecker. Okay. Aber kann bloß noch Kirbel holen, aber nicht so viel. Ja, ich will Kirbel zwar nicht so gerne, aber dann haben wir ein bisschen. So? Ja, ja. An Salbeifleisch einfach, das ist auch gut. Aber just ja, ja. Was tut er da? Du hast im Kreidergarten mitgeholt. Also wir haben ganz viel Bratzel. Dann haben wir ein bisschen Kirbel. Und dann haben wir zu guter Letzt, Noch lecker Salbei. aber just E-Blatt. Weil sonst wird das zu viel Aroma. Das könnt ihr alles klein schneiden und dann könnt ihr das an der Döpfchen machen. Okay. Voilà, schütten ich noch ein bisschen Rahm ran. Weil die wisst ja, wenn ihr Rahm ganz lang mixt oder rüsselt, was gibt dann da draus? Butter. Genau. Könnt ihr da aber für das noch ein bisschen mehr würzig macht, noch ein bisschen Knoblauch dabei machen, ein bisschen Salz dran machen. Ganz wichtig, den Deckel richtig fest zu machen. So. Und wenn ihr da bereit seid, Geht es. 3, 2, 1, rüsseln! Da könnt ihr eben einen abhalten mit rüsseln. Ja. Gut, ihr gemerkt, dass schon fest geht das. Ja, was denn? Gut, da probiert denkt ihr vorsichtig abzumachen. An den Rest Wasser könnt ihr hier ein Düppchen rascheln. Ah. Komm, das nicht mit. So, du rüsselt da einfach nach 10 Mal rüber in den Ofen und dann hast du Butter fertig. So. Nur guten Appetit. Wow. Das sieht echt gut aus. Ja? Oh ja. Wow. Am Morgen geht mehr Gewur über die Kreider allgemein und Hexe mit den Kreider. Adi!